Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und der FCE trifft auf die Truppe von Bayern München. Und wir zwei, wir stehen hier ziemlich im Sturm und es kommt einem ein bisschen vor, wie es dem FC in der zweiten Halbzeit in Dortmund vorgekommen sein muss. Also es stürmt wirklich von allen Seiten und regnet uns auch. Ja, das macht uns aber gar nichts, denn wir sind, genau wie der FC, gut vorbereitet, gut ausgerüstet. Also stürmen macht uns nichts und wir hoffen auch, da uns flutscht keiner mehr durch. Ne? Naja, man muss sagen, hier am Mediapark, und den habt ihr natürlich auch direkt erkannt, Ja. Da zieht es immer ziemlich. Und drüben auf der anderen Seite, also da hinten, wo jetzt auch gerade die ganz dunklen Wolken zu sehen sind, da wird im Zweifelsfall der liebe Timo Hübers entweder gerade operiert oder er hat es schon hinter sich, denn es ist Montagmittag jetzt, 12:30. Und das, was am Wochenende in Dortmund passiert ist, also das hat, glaube ich, die ganze FC-Fanlandschaft und den ganzen Verein doch wirklich sehr, sehr schockiert. Und ich kriege jetzt auch eine Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke. Auch als die Mannschaft sich dann, nachdem er vom Platz getragen wurde, da zum Kreis zusammengefunden hat. Also das fand ich einen sehr, sehr emotionalen Moment. Und deswegen, für uns kann es heute nur ein Thema auch beim Motto geben. Ja. Und das ist Timo Hübers. Absolut. Und deswegen wollen wir es gar nicht lang verschweigen, steht auf unseren Shirts, die noch nicht fertig sind, denn es ist wirklich sehr knapp. Ne? Ein Wunder. Für Timo. Ja, also 2 Kölsch. Auf dich, lieber Timo. Prösterchen. Du kannst dir natürlich dann wahrscheinlich im Krankenhaus auch mal eins gönnen. Ne? So ein leckeres Kölsch, lieber Timo. Ja, am Und das zweiten, Wunder? am zweiten Tag vielleicht? Ja, genau, wahrscheinlich schon vor der OP. Ne? Ja. Na, also wir wünschen jedenfalls das Allerbeste und ein Wunder wünschen wir in doppelter Hinsicht, würde ich sagen, oder? Ja, also Bayern München, meine Güte. Wäre das ein Wunder, wenn wir die schlagen? Ja, wahrscheinlich schon. Ist lange her. Sind ne? wir mal ehrlich. Also, wenn ich mich an mein letztes oder überhaupt das letzte DFB-Pokalspiel gegen Bayern München, das war im Jahr 2003 in München und wir haben es 0:8 verloren. Und ich war damals auch in München live vor Ort. Und das Spiel werde ich wirklich niemals vergessen. Es waren gefühlt also minus 25 Grad. Es war eisekalt und ich ging mit einem Kumpel aus München zum Stadion und der hatte eine Decke unterm Arm. Und ich sag, was gehst du denn nimmst du denn eine Decke mit ins Willst du da Stadion? Ne? So, und dann in der Halbzeit, ich kürze es jetzt ab, es stand schon 4:0 für Bayern München, es war so schweinekalt. Und ich habe dann wirklich nur mit die Decke so leicht über meine Knie gezogen und war so kleinlaut mit Hut. Ja, scheiße. Letzter Sieg gegen die Bayern im DFB-Pokal ist 72. Das ist auch schon 2-3 Jahre her. Da war ich Wahnsinn. nicht im Stadion, darf ich sagen. Ja. Da war ich noch gar nicht im Stadion. Ne? Naja, also klar, es wäre sicherlich ein Wunder, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir haben in Dortmund gesehen, dass wir sehr gut mit Spitzenmannschaften mithalten können. Und ich war ja auch vor Ort jetzt im Westfalenstadion. Die erste Halbzeit hat mich begeistert. Ja. Also eine wirklich super Auswärtsleistung. Leider Gottes konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so mithalten wie in der ersten. Und haben dann dieses tragische Ende erlebt in jeder Hinsicht. Also der Lukas Kwasniok hat ja auch von einem schwarzen Tag gesprochen und der war es definitiv. Also wenn einer deiner Spieler so schwer verletzt wird und du dann zusätzlich auch noch so eine Dramaturgie im Spiel hast und kurz vor Schluss wirklich in der letzten Minute da den Stoß versetzt bekommst. Also es war wirklich schlimm, es war echt tragisch. Ja, also es war das Gegenteil von Wunder. Deswegen müssen wir das Wunder nachreichen jetzt. Ne? Ja. Das war genauso, wie man es sich immer erwartet. Und wer jetzt pessimistisch ist, der wird wahrscheinlich sagen, boah, scheiße, jetzt spielen wir gegen die Bayern, da verletzt ja auch noch einer. Ja. Oder wir haben wieder einen Ausfall, dann haben wir gegen 2 große super gespielt, aber leider ohne jeden Ertrag. Und dann sind wir kaputt gegen Hamburg und verlieren. So, bitte, läuft es aber nicht. Das war der alte FC früher mal, haben wir so Pech gehabt. Ja. Nein, nein, wir gehen jetzt mit einem Wunder voran und dann ist Hamburg eine ganz kleine Hürde. Ja, also DFB-Pokal, Mensch, das Mittwochabendspiel, das wirft große Schatten voraus, dieses Ereignis. Absolut. Ich freue mich sehr drauf. Und es ist ein Pokalspiel, es sind 90 Minuten, es ist alles drin. Und Bayern ist natürlich ungeschlagen, hat bisher alles gewonnen.
Aber jede Serie endet mal und wirklich mit diesem Mut, mit dieser Entschlossenheit, mit diesem Kampfgeist, Ja. glaube ich schon, dass wir denen wehtun können. Und man hat gesehen, in Gladbach haben sie auch 64 Minuten oder 67 Minuten gebraucht, bis sie dann gegen 10 Gladbacher endlich getroffen haben. Also meine Güte, nehmt doch bitte nochmal euer Herz in die Hand, so Ja. wie in Dortmund. Und dann ist was drin. Ja, wir brauchen gar nicht zweimal Novakovic und einmal Clemens. Das können wir selber jetzt auch mit. Also, es ist nichts unmöglich. Ne? Und die Bayern-Mannschaft, die wir als letztes geschlagen haben, das war noch mit Lahm und Schweinsteiger und so. Das waren lauter Riesengranaten, die da mitgespielt haben. Das ist heute nicht anders, aber die sind immer auch an einem Tag, wenn sie vielleicht ein bisschen zu sicher sind, schlagbar. Geht schon. Und da muss man einfach drauf bauen. Ne? Und wir machen uns schon jetzt ins Höschen, weil wir englische Woche haben. Ne? Wird richtig eng. Das Höschen. Das oder? Höschen wird wahnsinnig eng. Am Mittwochspiel und dann direkt wieder Hamburg. Da müssen wir wieder eine PK machen. Also, wenn wir mal Ja, ein wir bisschen, haben, stimmt. Wir wir haben haben auch englische Woche. Das stimmt, ja. Wann drehen wir denn dann am Donnerstag oder Freitag müssen wir ja schon wieder drehen? Ja, ja, ne? also tendenziell Donnerstag. Ne? Also, und dann ist Übrigens, wieder ein weißt du, Motto. was mir gerade einfällt? Was? Ich wollte mal aufrufen, wenn ihr coole Ideen habt, kreative Ideen, wo wir in Köln denn mal drehen können, dann macht uns gerne mal Vorschläge. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns an. Und wir kriegen häufiger, sprechen uns Leute an und sagen, hier dreht doch mal bei uns im Veedel. Also ja, wenn ihr da mal einen Wunsch oder einen Vorschlag habt, immer her damit. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann überlegt doch, gegen wen wir spielen und ob das irgendwie was thematisch zu tun haben könnte. Also gegen Hamburg wäre ja schön, wenn das irgendwie, und wenn das um 3 Ecken ist, mit dem HSV oder Hamburg oder weiß ich nicht was, nah am Wasser. Sollen wir vielleicht Welt. an der Stelle gerade mal dieses Milchmädchen einblenden? Was Ja, hältst du davon? genau. Das ist nämlich ein Beispiel. Ja. Wir haben mal ein Mädel kennengelernt am Stadion und die kam auf uns zu und meinte, dreht doch bitte mal am Milchmädchenbrunnen in Poll. So, und dann wollten wir da drehen, dann sind wir da hingefahren. Ja, das war so direkt vor Ist ja kein vor Brunnen, Wohnhäusern. also, ja, genau. Ne? Und dann haben wir das erstmal verworfen. Ja. Aber wir zeigen das jetzt hier mal an der Stelle. Wir haben nämlich ein Foto gemacht, um das Ja. zu beweisen. Ne? Also Blenden wir Brunnen kurz ist ein. irgendwie ein Denkmal, ein Milchmädchen-Denkmal. Ne? So, und Ja. wir machen ja keine Milchmädchenrechnungen, wie jeder weiß. Ne? Wenn wir sagen, wir gewinnen, dann gewinnen wir auch. Insofern passt das im Moment nicht. Aber es ist auch, man filmt den Leuten da ins Fenster rein. Ja, das war ein bisschen nah an den Häusern. Ja. Aber trotzdem vielen Ja, Dank aber für den supergeil, Vorschlag. ja. Ne? Und immer- genauso in die Richtung stellen wir uns das vor. Ne? Das wäre super, ne? Weil wir haben jetzt auch die Karte nicht komplett auf dem Schirm. Und ehrlicherweise, glaube ich, gibt es so viele schöne kleine Fädels, Preziosen, an die Ja, man ja, genau. nicht denkt, ja, die man nicht kennt, auch wenn man aus einem anderen Fädel kommt. Also Ja. bitte, die mal liefern. Ja. Also, dann würde ich sagen, wir glauben an das Wunder. Ja, Für den lieben Timo nochmal Grüße rüber. Die Ja. Wolken sind immer noch dunkel. Ich hoffe, dass es ihm einigermaßen gut geht ja. und dass Du bist schneller wieder da, als wir alle denken. Ich bin der festen Überzeugung. Kämpfer macht das nicht zum ersten Mal. eben. Und Klappt an die schon. Truppe, Ja. macht es für den Timo. Ja, Und in dem Sinne sehen wir uns Mittwochabend, 20:30 Uhr. Hoffentlich Düsseldorf, weniger in Müngersdorf. Wind, ne? Prost, Leute.